zu der FIFA DTV. VfB Stuttgart zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Ja. Ivan, was sagst du zu dem Spiel? Ja, auf jeden Fall die Spielkommentatoren sind wir, Ivan und Musti. Und die Aufstellung des VfB lautet so. Im Tor Ulreich, dann Molinaro, Del Piero, Taski, Quist, Kuzmanovic, Hanek, Heimer, Gentner und vorne Kakao und Pogrebniak. Die Aufstellung von Bayer Leverkusen ist Adler, Schwab, Reinhard, Sipier, Katic, im Mittelfeld Baller, Kreufels, Renato Augusto, Castro und im Sturm Arturo Vidal und Stefan Kiesling. Und ja, der Schiedsrichter Helmut Steffensberger kommt aus Deutschland und ja, Anstoß, nein, kein Anstoß, es tut mir leid. Wir wissen es immer noch nicht und bitte hilft uns weiter, wenn ihr es wisst. Wir müssen die Seiten wieder ändern. Also VfB ist auf jeden Fall fair. Gehen in die Mitte. Und ja. Und sagen ihnen viel Spaß beim Fußballspiel. Also, es wird ein Kopf-an-Kopf-Spiel, das merke ich schon. Also, vor allem an den Fans. Okay, jetzt schon mal gefährlich, Renato Augusto. Und dann kommt, sehr, sehr knapp hier. Nur mal gut gegangen. Ulreich, ja, schießt am sichersten ganz weg. Also Stuttgart ist hier mit einer ganz anderen Aufstellung gekommen. Ja, also sie haben auf jeden Fall gesagt, okay, Bayer Leverkusen wird jetzt ab jetzt unser schwierigster Gegner sein. Es kommt die alte Aufstellung hin, mit der waren wir am besten und ja. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Gentner über die Linie. Oh, Flanke! Und hier. Den musste er aber sicher halten. Ja, wäre vielleicht noch sicherer, aber Renadler ist so ein Torwart, der kein Risiko gerne eingeht. Und mal schauen, ob jetzt Ulreich Risiko eingeht. Kiesling, und da gibt es die Grätsche und es wird die rote. Es wird die rote geben, aber. Es kann ja ganz klar die rote Karte sein. Ja, rote Karte. Taski vom Feld. Okay, jetzt spielt der VfB hier nur noch mit einem Zweiersturm. Taski kriegt hier die rote ganz am Anfang. Ja, jetzt wechselt er, aber jetzt muss er was tun. Niedermeyer kommt für Kakao raus. Also okay. Okay, und jetzt rote Karte und Masche. Wenn jetzt Vidal das Tor macht, dann. Okay, weiter übers Tor. Mal schauen, ob Niedermeyer. Also ich habe auch gedacht, dass ich war mir sicher, dass Anfallspiel kommt, aber dass Kakao rausgeht, habe ich nicht so gedacht. Mal schauen jetzt auch vorne Pogrebniak alles allein halten kann. Kakao hat auch direkt den Weg zum Umkleidekabinen genommen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass er hat eine Muskelzerrung, hat er sich geholt beim Spiel gegen Mönchengladbach. Und vielleicht hat und Pogrebniak war halt natürlich frisch und vielleicht auch deswegen. Aber jetzt hier, komm vor! Und jetzt Pogrebniak, 1 gegen 1, Pogrebniak, er hat es und er hat immer den Ball und... Renata, es wird einfach gehen für den VfB. Die Mercedes-Benz Arena, wunderschön sieht die aus. Fertig für mich. Da hören wir auch die Fans, hört mal zu. Ja. Jetzt hört man es nicht mehr. VfB. Okay, wir sind VfB-Fans, aber wir bleiben natürlich fair und schauen uns weiterhin das Spiel an. Eine schlechte Flanke zuerst mal und dann jetzt Kuzmanovic. Schön gemacht hier von Kuzmanovic, von Zdravko Kuzmanovic, dem Serben. Hanek jetzt. Castro. Kriegt er noch, ja. Oh, und holt den Einwurf. Besser könnte er es nicht machen. Hanek. Jetzt mit dem Einwurf und wieder hat hier den Ball Hanek. Quist, der auch sehr, sehr stark spielt. Quist. Hanek versucht zu flanken, aber ohne Erfolg. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt 25 Minuten schon. Es steht 0-0. Es gab keine wirkliche Gefahr, außer der Schuss von Pogrebniak von VfB. Der VfB ist die bessere Mannschaft. Heute hier. Ja, und wir schauen gespannt weiter. Pogrebniak jetzt über die Linie. Wieder. Und Einwurf für den VfB. Also die Linie da passen, das wäre gefährlich. VfB, verrückter Fußballbund und ja. Es geht weiter hier. Pogrebniak jetzt wieder. Oh, weiter. Flanke. Aber Kuzmanovic. Nein. Renato Augusto, jetzt gibt es die Konterchance für den Bayer. Castro jetzt. Castro gegen Molinaro. Ist es Molinaro oder Niedermeyer? Ist es Niedermeyer, der reingekommen ist und erklärt sehr gut. Wieder Hanek. Hanek war das. Hanek, okay. Hanek, Heiner. Oh, schöner Pass auf Kuzmanovic. Jetzt auf die andere Seite, jawohl, Gentner. Pogrebniak war schon. Pogrebniak sehr, sehr stark. Der muss jetzt halt im Sturm über die Linie. Er ist jetzt mehr als seine Leistung gefordert, der
Pro Krepniak, also Foul. Und Flanke und gefährlich, abgeblockt und Tor. Ulreich! Oh, Ulreich, du Diamanta, oh, ich liebe dich. Und jetzt gibt eine gelbe Karte wegen dem Foul, eine gelbe Karte für Für Niedermeyer. Niedermeyer, der ist ja reingekommen für Kakao. Also gleich die gelbe Karte abgestaubt. Der VfB nur noch zu 10 und die bessere Mannschaft, ganz ehrlich, für mich jetzt nicht nur, weil ich VfB-Fan bin, aber wirklich. Aber hier nochmal Ulreich mit seiner richtig guten Glanzparade. Niedermeyer, hier sieht man nochmal gelbe Karte. Und Wieder mal Ulreich. Also Ulreich ist halt Topform. Ja, würde ich auch sagen. Schon zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten hier gehalten. Eckball, Castro führt aus. Castro die Flanke und abgeklärt von der VfB. Von dem VfB-Spieler. Hanek, oh, wunderbar gemacht hier. Heiner. Pogrepniak. Krepniak jetzt zu Gettner. Kuzmanovic. Renato Augusto Vidal. Zu Kiesling. Kiesling 1 gegen 1. Kiesling. Oh. 5 Minuten gibt es hier auf die Uhr und 0-0 steht es in der Mercedes-Benz Also Arena. ich steht nur 2 geben. Also Ja, nicht ganz ehrlich. also, aber wir sind auch keine Schiedsrichter, wir sind ja die Kommentatoren. Wir kommentieren das Spiel für euch. Also Nee, der Schiedsrichterlaut heißt Herr Steffensberger. Und ja, Hanek jetzt nochmal weiter. Was? Kein Abseits? oh, war kein Abseits. Abseits, also ich glaube nicht. Doch, war ein Abseits. Aber Sehr, ganz sehr klar. knapp. Ganz knapp. Sehr schön gesehen, die vom Assistenzschiedsrichter. Seitenschiri, wie die auch immer heißen, könnt ihr einen Namen geben, wie ihr wollt. Ja. Es geht weiter hier Gentner. Und die erste Halbzeit ist beendet. So, meine Damen und Herren, das war die erste Halbzeit live aus Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena. Okay, also ich muss gehen jetzt nochmal mit Mercedes und ganz schnell Popcorn holen und ja, und wir sehen uns dann in der zweiten Halbzeit. Tschüss! Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit, nachdem wir unseren Popcorn gegessen Ja. haben. Okay, und es geht weiter. Der gelb verwandte Niedermeyer auf Kuzmanovic jetzt. Der VfB, anscheinend sehr aggressiv haben sie auch angefangen hier. Pogrepniak. Molinaro. Quist hier. Hanek hat er nicht mehr. Doch, hat er noch! Leider. Hätte Quist der die Und Linie- jetzt, aber hat's gut gemacht. Jetzt haben wir noch mal einen Einwurf. Also, Hanek, nicht schlecht. Der gefällt mir übrigens auch gut. Jetzt nochmal Christian Ball. Heiner. Kuzmanovic zu Gettner. Gettner könnte da flanken. Er macht es uns! Oh, gefährlich! Oh, was ein Eckball. Es wird, glaube ich, Eckball geben. Ja. Ja, das war Rene Adler, hab's auch schon gesehen. Ja, Gentner. der Seitenlinie, Schiedsrichter oder was, irgendwas, sagt, ja, er war's. So, Kuzmanovic für die Ecke ausführen. Macht die Flanke und... Oh, Adler. Also, Stuttgart ist eine Mann weniger und man merkt es dann gar nicht an. Also Sie spielen phänomenal. sie sind jetzt mehr gefordert natürlich, aber ja, ein Mann weniger. Wer hatte nochmal die rote Karte bekommen? Taski, Sedat Taski und man sieht auch eine Fehde. Oh, sehr gefährlicher Schuss hier von Stefan Kiesling. Und es wird Abschluss geben für den VfB. Krepniak nimmt den Ball runter. Castro. Ballack jetzt. Und Vidal jetzt hier im Freilauf. Man sieht jetzt, da fehlt er. Genau hier fehlte Taski. Aber Ulreich sicher. Er schlägt ihn lang. Wolfes klärt. Castro läuft und wieder zu Katlec. Castro jetzt wieder mit einem sehr ganz freien Lauf hier. Freien Lauf. Und Ulreich sicher. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht hier vom Keeper des VfB Stuttgart. Und Krepniak jetzt Niedermeyer. Zu Quist. Also, Reinal. der VfB wartet auf den richtigen Moment, Also Moment, wann- wo der Pass kommen kann, wo alles passieren kann. Und der Moment, wann kommt der?
Also sie wollen Leverkusen auf sich ziehen und pfeift er? Ja, Ja. er pfeift. Auf jeden Fall, und hier gibt es auch die gelbe Karte, oder? Ja, Ja, er ganz gibt klar. die gelbe Karte. Also es wäre eine Aktion für Kuzmanovic. Kuzmanovic oder Gentner können es auch machen, weil er kann es gut, sage ich mal. Mal schauen, wer von uns jetzt macht. Auf jeden Fall, wir werden jetzt eine Auswechslung sehen. Ja, Castro und Reufes gehen raus und für die kommt Banetta und Balic. Also Kuzmanovic macht's. Und da kann er es auch direkt, oder? Ja, er flankt aber uns. Ah, schade. Wisst ihr jetzt Quiz zu Pogrebniak. Pogrebniak jetzt immer noch Pogrebniak in die Mitte, aber... Und jetzt ein Fehler, jetzt hat ihn nämlich Schwab sehr, sehr viel der Platz. gelbverwandte Schwab jetzt zu Castro ist... Nein, raus, ist er schön raus. Und ja, Augusto. Renato Augusto. Und jetzt schön raus hier jetzt. Oh, da wird Vorteil spielen lassen. Er pfeift nicht, weil er schon zum Schuss gekommen ist. Jetzt Hanik. Oh, Hanik, ganz schwacher Pass. Und jetzt kann es gefährlich werden. Renato Augusto. Und gut gemacht hier von Mathieu Delpierre. Ja, Sehr, und sehr gut er liegt gemacht. am Boden, also war kein Foul, er war der komplette... Alles fair. Ball. Und hier Pogrebniak. Gentner zu Pogrebniak. Wieder Gentner. Wieder Gentner. Oh, voll. Er hat eine gelbe Karte, glaube ich. Nein. War das der Spieler? Also, Ja. war das Schwab? Ja, Hanik. Hanik. Oh, Kelotzi, ein junger, schneller Spieler. Mal schauen, vielleicht kann er was machen. Gentner flankt schön rein und... Ah, wieder also sicher. niemand läuft zum ersten Pfosten da. Also. Pogrebniak, bei dem Monat ziemlich kein einziger Ballkontakt mit dem Kopf. Ja, also er ist so ein typischer Kopfball. Freak. Okay, jetzt geht's weiter hier mit Heinar. Gelozzi. Molinaro, Kelotzi. Ja, er ist frisch, er ist schnell, er kommt hier vorbei. Kommt er. Oh, super gemacht. Stefano Gelozzi. Und jetzt Gelozzi. Oh, das Hässliche Flagge, kann man sagen. 88 Minuten, 89. Okay, bleiben hier beim 1-0. Hört euch hier die Ultras an. nicht beim 1-0, Beim 0-0, ja. Tut mir leid. Also 3 Minuten gibt es hier noch vom Schiedsrichter Stefan. Was passiert jetzt hier noch? Balic jetzt zu Banetta. Den hat er nicht mehr. Das bleibt. Also ich glaube hier nicht. Und nochmal eine Auswechslung hier. Ich glaube, das wird jetzt der Bayern. Nein. Dresch kommt für Monaro. Na, okay, Dresch, ein sehr, sehr guter Spieler. Mal schauen, ob er jetzt. Ich glaube nicht mehr. Ja, das ist es. Ich glaube, das Ja, ist ist es. schon um. Nein, ist noch nicht um. Die Chance. Ja, das war's jetzt. Noch die Chancenliste noch. Augusto. Um Himmels Willen werden wir jetzt hier noch ein Tor sehen für Bayer Leverkusen. Und abgefälscht und der Ball ist rausgehauen. Das ist es! 0-0. Okay, und das war's. Und VfB Stuttgart trennt sich in der Mercedes-Benz Arena mit Bayer Leverkusen mit einem 0:0. Danke zum Anschalten. FIFA DTV sagt Tschüss.